Herr Prinzler, Frau Engel, Bezirksrätin, Dr. Eigner, Freiber, Flachin, darf ich die Stadt Landshut vertreten, also den Oberbürgermeister Hans Rampfen, der Permanent des Stadtrats, was mich besonders freut. Wasser, glaube ich, ein Begriff, der uns alle angeht, ein Element, das also für die Menschheit grundsätzlich wichtig ist. Und ich bin jetzt natürlich geneigt, auch auf unsere Situation, auf die Situation in Deutschland, in Bayern vielleicht mal vorher einzugehen. Wasser ist für uns von eminenter Bedeutung und ich habe manchmal fast die Meinung oder ich kriege die Meinung, dass der Wert des Wassers, des reinen Wassers oder des sauberen Wassers bei uns gar nicht mehr so gewürdigt wird. Das ist alltäglich, das ist einfach da, man drückt auf die Klospülung, man verwendet Wasser zu allen Zwecken, wo man eigentlich sagen, wo kann man da nicht sparen. Man geht auch, glaube ich, und das muss man auch immer wieder an die Politik sagen, mit dem Wasser oder mit der Qualität des Wassers ist man vielleicht immer noch nicht streng genug in der Aufsicht. Sie jetzt zum Beispiel Schweinemaststall oder ich denke auch an andere Dinge, wenn wir sehen, wie wir eigentlich wenig Wert darauf legen. Und ich habe jetzt erst kürzlich Kontakt mit Bezirksrätin, wird es vielleicht wissen, mit der Gemeinde Gröning. Dort ist ein Brunnen aufgelassen oder gesperrt, weil ein Razineintrag ist. Also ich bin der Meinung, dass wir hier bei uns den Wert des Wassers eigentlich nicht zu erkennen und der auch bei uns gefährdet ist. Sie ist auch nicht bauen und denke mir, auch wir hier vor Ort, die wir reichlich Wasser haben oder meinen reichlich Wasser zu haben, wir sind aufgefordert, auch vor Ort auf die Qualität zu schauen. Ist natürlich gar kein Vergleich nicht, was Wasser in den Ländern, Sie haben Kambodscha gesagt, ich war mal in Thailand und habe gesehen, welche Qualität oder was auf den Wasserstraßen hier für Wasser läuft, wie die Menschen hier im Wasser stehen und das Wasser auch zum Kochen oder für die Nahrungsmittel hernehmen. War mal in Ägypten und war schockiert, in einem kleinen Wasserkanal, da sind die Frauen zum Waschen gegangen, drinnen ist ein aufgeblähter 3 oder 4 Tage veränderter Esel geschwommen. Das Wasser war Grundnahrungsmittel für diese Menschen. Das war für mich schockierend. Und ich gehe aus, und ich habe ja Ihre Presseinformation vorab gelesen, denke, das ist aber von UNICEF eine ganz tolle Sache, dass Sie darauf hinweisen, wie das eben Dritte Welt oder in anderen Ländern ist, dass Sie sich auch annehmen dessen, Brunnenbau und so weiter. Ich denke, es ist also eine dringende Aufgabe, oder die Industrienationen oder die Länder, die reichlich Wasser haben, sind verpflichtet, auch hier ein Auge drauf zu werfen, dass es in anderen Ländern eben auch gut funktioniert. Und wie gesagt, in erster Linie natürlich zum Trinken, zum Kochen, aber auch zum Reinigen. Ich denke, das muss man sich vor Augen halten. Darum finde ich diese Ausstellung auch sehr wichtig, dass man dies eben nochmal in den Mittelpunkt rückt. Und Frau Wenzel, Sie haben vorher gesagt, das Wasser und die Harfe klingt so schön. Und ich, wenn über Wasser her, dann denke ich immer an das Stück Die Wolde auf uns Wetternau oder das Forellenquintett, wie man auch musikalisch Wasser schön darstellen kann, wenn es lebendig ist, wenn es sprudelt. Aber wie gesagt, das ist unsere Situation, und mit der wir uns glücklich schätzen dürfen. Aber wir sollten, nochmal zu sagen, uns natürlich verpflichtet fühlen, hier auch mitzumachen, dass in Ländern, wo jetzt anders ist, hier Verbesserungen stattfinden. Und UNICEF ist ja da lieb vorn dran. Und darum ist ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich das annehmen, dass Sie uns das noch mit vor Augen führen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und der Ausstellung gutes Gelingen. Vielen Dank.